Aber im Wesentlichen ist die Bibel, sage ich immer, eine Briefsammlung, nämlich Liebes- und Beschwerdebriefe von Gott an uns und von uns an Gott. Grüß Gott miteinander. Ich begrüße Sie alle auf Hochdeutsch, so hoch ich kann. Andreas Malessa ist mein Gesprächspartner aus Deutschland. Herzlich willkommen, Andreas. Wir dürfen Hallo. uns ein paar Minuten unterhalten über ein neues Buch, das du herausgegeben hast. Um dich kennenzulernen oder dich vorzustellen, bin ich auf ChatGPT gegangen. Oh. Und habe Andreas Malessa nicht gegoogelt, sondern gegPT't und hab gefragt, was hat Andreas Malessa denn über die Bibel zu sagen? Oh. Ach Und, so. und ChatGPT, und hier lese ich die Antwort vor, also Original Künstliche Intelligenz. Andreas Malessa ist ein deutscher evangelischer Theologe und Autor. Er hat zahlreiche Bücher geschrieben, in denen er oft auf humorvolle Weise über die Bibel und den christlichen Glauben spricht. Stimmt auch. Seine Werke zeichnen sich oft durch eine zugängliche Sprache und eine lebensnahe Herangehensweise aus, die es Menschen erleichtern soll, die biblischen Inhalte besser zu verstehen und anzuwenden. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Woher weiß KI das? Woher haben die das? Da fragt man sich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber es ist zutreffend. Es ist zutreffend. Ja. Es ist sehr glatt und sehr schön. Ich kenne dich selbst aus Arno und Andreas Zeit natürlich von früher. Wir haben eure Lieder in der Teestube gesungen. So alt bist du schon. Ja, so alt bin ich schon, ja. Hier auf LiveNet hatten wir vor 3 Jahren ja mal einen Talk mit Hans-Peter Schmutz und Jan-Daniel von Lerber über 50 Jahre Musikgeschichte. Die habe ich mir vorgestern in der Badewanne nochmal angeguckt. Das war richtig toll. 50 Jahre Musikgeschichte, 30 Jahre Aufhören. Also seit 30 Jahren, seit über 32 Jahren schon, machst du jetzt keine Musik mehr, schreibst aber noch Songs. Gell? Also du schreibst viel Texte zur Musik, auch zu Musicals. Bist aber auch sonst auf vielen Bühnen zu Hause. Andreas, die dich nicht kennen, welche 3 Bezeichnungen würden dich am besten beschreiben? Journalist, ja, Journalist. Ich arbeite für Radioprogramme in der ARD hier in Deutschland. Zweitens Theologe, ich habe nichts anderes gelernt. Und drittens, was du schon erwähntest, Buchautor. Wobei das alle 3 sich natürlich immer gegenseitig ergeben. Ich habe nicht so viele Bücher geschrieben, weil ich die Tinte nicht halten könnte, sondern weil Verlage Themen bei mir bestellen. So auch dieses Thema, dass also das Gütersloher Verlagshaus, das Gütersloher Verlagshaus hat aufgrund des großen Erfolges meines vorigen Buches 111 Bibeltexte, die man kennen muss, was ein Reiseführerverlag verlegte und hat gesagt, schreiben Sie uns mal einen Reiseführer in die Bibel. Und das Buch ging ziemlich durch die Decke, natürlich auch durch Corona bedingt, haben die Leute wieder gelesen. Und da hat ein Verlag in Gütersloh mich gebeten, schreiben Sie uns doch mal ein Buch, das Menschen, die die Bibel für krudes Zeug halten, ihnen die Bibel lieb macht, also für Nichtglaubende oder kirchenferne oder konfessionslose Menschen. Denn 40 Millionen Deutsche haben eine im Schrank stehen, aber wer liest sie? Also machen Sie neugierig auf die Bibel und gleichzeitig versuchen Sie doch mal einen Weg zu finden zwischen fundamentalistischem Bibelverständnis, alles was da steht, muss ich sofort wörtlich tun, und Wurstigkeit, einer libertinären ist doch alles egal Lesart. Man kann auch sagen, der Verlag hat mich gebeten, nehmen Sie bitte zwischen allen Stühlen Platz. Und das habe ich getan. Also die 3 Berufsbezeichnungen sind Journalist, Theologe, Buchautor. Okay. Ach so, und darüber hinaus bin ich langjähriger Ehemann, Vater 2 Töchter und Opa 3 Enkel. Ja, hast du noch was vor dir? Ich bin in der Enkelzahl und Kinderzahl ein bisschen voraus, aber das hat ja für unsere Lebensqualifikation nicht unbedingt. Doch, das bringt natürlich auch entsprechende Lebenserfahrung mit sich. Und deinen Büchern, dieses Buch, das soll man glauben und das soll man glauben, das kam dabei raus bei dieser
Bestellung, hätte ich jetzt fast gesagt. Mhm. Das fand ich jetzt interessant, das wusste ich nicht, dass du nicht aus hättest du selber auch sowas geschrieben? Nee, Hättest du das gewagt, wenn das nicht bestellt worden wäre? nein, natürlich nicht. Warum nicht? Mit, Natürlich nicht. weil die Gefahr besteht, dass das nur interessierte Pfarrerinnen und Pfarrer lesen oder ehrenamtlich Ja, engagierte Leute in den Gemeinden, ein typisches Mitarbeiterbuch. ja, Äh, aber Hüstel, Räusper, ich will ja auch manchmal ein bisschen Geld verdienen. Und natürlich. würde ich dann ein saftigeres Thema für alle nehmen. Was ich nicht wissen kann, ist, dass jetzt, das zeigen schon die ersten Reaktionen nach 3 Wochen, das Buch ist ja nagelneu, äh, Ja, auch ich mich darin täusche. Es gibt eine Menge Leute, die an der Bibel interessiert sind, weil sie merken, es gibt entweder Gerüchte über die Bibel, irgendwo in der Bibel steht doch, und dann kommt irgendwas Hergelaufenes zitiert, ja, ja, oder Vereinnahmungen. Jemand hat eine bestimmte Meinung zu einem ethisch-moralischen Thema und sagt, in der Bibel steht ganz klar, und auch ja. das ist nur herausgepickt. Äh, die Leute Nur sind Recht und Scheue interessiert. niemand. Ja, irgendwie sowas. Genau. Mhm. Mama, wo steht eigentlich die Geschichte von Romeo und Julia? Ach, ich glaube, gleich hinter der von Maria und Josef. Genau, Also, genau. also ich stelle jetzt, oder der Verlag stellt jetzt schon fest bei den Bestellungen, es gibt ein breites Interesse. Wie bitteschön ist die Bibel zu verstehen, wenn ich weiß, dass unsere Kultur ohne die Bibel gar nicht zu verstehen wäre? Ja, Also Literatur, Musik, Theater, sogar Musical. Äh, also ich habe ja 2 Musicals geschrieben und verehre ja, Tim Rice, den Texter von Jesus Christ Superstar. Das ja. war nicht sein erstes frommes Musical. Davor hat er über Josef eins geschrieben in den frühen 70er Jahren. Also unsere gesamte Kultur ist von der Bibel durchdrungen. Erstens. Zweitens, unsere Verfassung, unser Grundgesetz, unsere Menschenrechte ist alles von der Bibel inspiriert. Das wissen auch Menschen, die nicht Jesusgläubig sind. Ja. Für die stellt sich jetzt heraus, ist dieses Buch wichtig. Ich stelle fest, wenn ich säkulare Zeitungen lese, hier bei uns in der Schweiz jedenfalls, dass in den letzten gefühlten 1 bis 2 Jahren immer häufiger Jesus, Glaube, Mhm. Christentum irgendwo thematisiert wird, immer so ein bisschen tastend, Ja, fragen, ja, damit könnte es doch was sein. Und eben auch dieses Argument, dass unsere ganze Kultur, unser ja, europäischer Kulturraum ohne die Bibel gar nicht denkbar ist, ja, wahrscheinlich Europa selbst überhaupt nicht als Kontinent. richtig. Äh, und dass hier eine zunehmende Offenheit ist und die mehr über die Säkularisation unserer Gesellschaft, keiner will was mehr wissen von Gott, das stimmt ja gar nicht. Nein, Äh, das stimmt nicht, denn Säkularisation muss definiert werden als Institutionenmüdigkeit. Der Kirche ja, als Institution wird nicht mehr vertraut. Dazu hat der Missbrauchsskandal bei der katholischen Kirche und jetzt auch bei uns bei der evangelischen beigetragen. Aber Religiosität und Spiritualität und Glaube ist hoch im ja, Kurs. Dann suchen die Leute sich halt andere Formen von Religiosität. sehr interessant, ja. Vor allen Dingen auch bei den ganz jungen Menschen, wo wieder Echtes und Spirituelles und Heiliges äh, viel mehr im Schwang ist als bei den Generationen dazwischen. Äh, Jetzt wissen wir also schon ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte deines Buches. Also Mhm. historisch, kritisch gesehen wissen wir jetzt, dass das bestellt worden ist. Also finde ich toll. Triffst du Menschen in deinem Beruf, sagen wir mal als Journalist oder auch als ganz normaler Mensch auf der Straße in der Stadt, triffst du Menschen, die sich für die Bibel interessieren? Hast du so Begegnungen? Äh, nein, keiner kommt auf mich zu und sagt, ich interessiere mich für die Bibel. Aber Ja, Taufe, Konfirmation, Hochzeit, Beerdigung. Die ja. 4-mal im Leben, die der durchschnittliche Deutsche zur Kirche geht. Zweimal davon Virat, muss er, zweimal davon Virat muss er Christen, ja, getragen werden. genau. Da werden Bibeln verschenkt. Und jedes Jahr im Frühjahr suchen ein paar zigtausend Konfirmanden zu konfirmierende Jugendliche, was soll mein Konfirmationsspruch sein? Ja, Und jedes Mal, wenn ein Angehöriger stirbt,
möchten Menschen mehr schreiben als einfach nur Spruchweisheiten aus dem Drehständer in der Buchhandlung. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, macht Saft draus. Plattitüden und Alltagsweisheiten. Sie haben also das Bedürfnis, etwas Bleibendes zu schreiben. Der Respekt vor den Angehörigen oder die Ergriffenheit durch den Verlust veranlasst Menschen auf die Suche zu gehen nach Worten, die in irgendeiner Weise zeitlos lebendig sind. Ja. Und da kann ich sagen, liebe Freunde, zeitlos, gültig, geltend, wichtig, bedeutsam, erprobt ist die Bibel. Ich lebe schon ein ganzes Leben lang mit den biblischen Geschichten, mit deren Figuren ich mich identifizieren kann, mit den Psalmen, die mir Worte leihen, wenn mir selber das Leben den Atem verschlagen hat. Mhm. Du willst fromme, in dem Klappentext steht irgendwo drin oder in der Beschreibung, du willst fromme und Skeptiker ansprechen. Ja. Du willst fromme entstressen, dass sie zweifeln dürfen, und du willst Skeptiker überzeugen, dass die Bibel dann doch was sie vertrauen dürfen. Das ist ein ziemlicher Spagat. Ja, aber die Bibel ist auch unglaublich zäh. Ja. Das heißt, die Erfahrung mache ich allerdings beruflich, gerade bei den Musical-Produktionen. Du musst dir vorstellen, wir haben jetzt 35 Mal Martin Luther King aufgeführt, mit jeweils etwa 3.500 bis 4.500 Besuchern. Wir hatten 24.000 Chorsänger in den einzelnen Orten zusammengerechnet, seit 2019 oder 20. Also, gerade im Zusammenhang mit ein bisschen Showbusiness, Bühnenproduktionen, Künstler, wenn ich mit Theaterleuten zu tun habe, mit Radiojournalisten oder Fernsehjournalisten und Produzenten, dass man der Bibel vertrauen kann, ohne an sie als heiliges Buch glauben zu müssen. An die Bibel glauben kann man gar nicht. Das will sie auch nicht. Sondern die Bibel ist eine Textsammlung von 66 Büchern und Briefen, soweit wir die evangelische nehmen. Bei den Katholiken kommen noch die Apokryphen dazu, die Bücher zwischen AT und NT. Aber im Wesentlichen ist die Bibel, sage ich immer, eine Briefsammlung, nämlich Liebes- und Beschwerdebriefe von Gott an uns und von uns an Gott. Und Geschichten, die Menschen mit ihm erlebt haben, werden erzählt. Und was ich jetzt daraus für mich persönlich an Lebensbewältigungshilfe ziehe, das ist eine Frage meiner Einstellung zur Bibel. Und da hilft es nichts, wenn Menschen das Vorurteil haben, sie sei ein Sündenregister, eine einzige Gesetzessammlung oder aber verzichtbare jüdische Geschichte aus dem Altertum. Nein, ist sie nicht, sondern ich vertraue darauf und erlebe das auch. Die Bibel ist Gottes lebendiges Wort an jeden Menschen. Okay, das ist schon mal eine Ansage. Ja, das ist natürlich eine Glaubensfrage. Ne? Also ich glaube das und deswegen heißt der Untertitel ja, warum ich der Bibel trotzdem vertraue. Das muss ich natürlich begründen. Ja. Was da auf dem Umschlag, ich zeige den nochmal, hinten dran als Bild ist, das ist so ein ziemlich, ja, da geht ein Finger in die Wunde rein. Ja. Ja, für die Leute, die keine Ahnung haben, was das eigentlich soll. Ja. Warum ist dieses Bild da drauf? Hat vielleicht der Verlag gemacht, nicht du ausgesucht? Nein, ist von meinem Lieblingsmaler aus dem 16. Jahrhundert, nämlich Michelangelo Carisi oder so ähnlich, genannt Caravaggio. Caravaggio, ja. Ja, Caravaggio war ein unfassbar toller Maler, ein Genie, ein armer Sack, ein schwuler Mörder und Schläger, aber ein genialer Künstler. Und der fasziniert mich deswegen, weil er schon damals das gemacht hat, was wir beim Fernsehen machen müssen, nämlich Licht setzen. Der hat immer bei Kunstlicht gemalt. Er hat die Fenster zugemacht, die Jalousien und hat innen gemalt. Seine Bilder sind faszinierend. Und dies ist das Bild des sogenannten ungläubigen Thomas, der nach der Auferstehung sagt, ihr lieben anderen 11 Freunde aus dem Jüngerkreis, in so einer Schockblase nach dem Tod eures Meisters entwickeln sich leicht Verschwörungstheorien und Gerüchte. Ich glaube das erst, wenn ich den sehe. Und dann tritt Jesus, der Auferstandene, durch die geschlossene Tür in den Raum, wo die Jünger sind. Und
Thomas sitzt da und Jesus sagt, lege deinen Finger in meine Wunde. Überzeug dich. Handfest, handgreiflich. Und dieses Bild ist unglaublich gut. Mag ich sehr. Ja. Der stellt das so richtig und eins zu eins dar. Das theologisch Gute daran ist ja, ein Geistwesen hat keine verschorften Wunden. Ein Mensch. Geschweige denn offene. Ja. Ein Mensch geht aber nicht durch geschlossene Wände und Türen. Was heißt die Geschichte? Jesus ist auch nach der Auferstehung ganz Mensch und ganz Gott. Im Himmel sitzt also der erhöhte, auferstandene Herr, der noch Wundmale hat. Ich bin mit meinen Wunden, mit meinen offenen Fragen, mit dem, was eitert und wehtut, und zwar möglicherweise ein Leben lang, Kindheitstraumata und Verluste, bin ich im Himmel verstanden. Die Geschichte ist so genial und dann noch Caravaggio und da habe ich gesagt, das muss aufs Cover. Der hat die behalten, die Wunden. Ja, toll. Du hast vorhin das Wort theologisch angesprochen. Wir wollen jetzt zwar kein Theologengeschwätz anfangen, das langweilt die meisten Leute. Du tanzt schade eigentlich. Ja, schade eigentlich, finde ich auch, ja. Du tanzt theologisch elegant zwischen den Fronten und Stühlen herum, also mit großer sprachlicher Leichtigkeit. Und alle möglichen Leute finden das Buch auch gut, von Anselm Grün bis Siegfried Zimmer und sogar Horst Afflerbach, Studiokollege von mir, der eher auf der konservativen Seite ist. Ja. Die finden das Buch alle gut. Wie bringst du das fertig, dass so viele Leute aus jetzt, sagen wir mal, innerkirchlich, theologischen Fronten das Buch gut finden? Naja gut, vielleicht kommt ja noch ein Shitstorm, ich weiß es nicht. Aber Stand heute, Ende Februar 2024, würde ich antworten, es geht mir ja nicht um Polarisierung und Frontenbildung, sondern ich möchte die besonders Bibeltreuen, das Adjektiv Bibeltreu mag ich nicht. Es kommt in der Bibel nicht vor. Es ist moralisch wertend, dann sind nämlich die anderen die Treulosen. Und ich vermute mal, für dieses ist es auch erfunden worden als eine Art Kampfbegriff. Und drittens ist es auch noch steigerbar. Wer ist der Treuere, wer ist der Allertreueste? Das ist alles, mag ich nicht. Aber nennen wir mal Menschen, die sagen, die Bibel, wie wir sie haben, ist vom ersten bis zum letzten Satz für mich Gottes Wort und vom Himmel gefallen und inspiriert. Und es gibt ja die sogenannten 3 Chicago-Erklärungen. Es gab mal US-Evangelikale, die haben ein Thesenpapier verfasst. Da drin steht, dass die Bibel widerspruchsfrei und irrtumslos sein muss und in jedem Wort zu befolgen sei. Da werden lauter Dinge verlangt, die die Bibel selber gar nicht verlangt, aber sei es drum. So, diese Menschen möchte ich ja auffordern, die Bibel bitte mal genau zu lesen. Weil wer zum Beispiel meint, es gäbe keine Widersprüche in der Bibel, hat sie einfach noch nicht gelesen. Tut mir leid. Das ist voller Widersprüche. Und zwar auf der Sachebene. Ne, hat David den Goliath erschlagen oder Elhanan? Wurde das Land Kanaan auf einen Rutsch komplett eingenommen oder dauerte das ewig und dann gab es immer noch ein paar Inseln von den Kananäern und lauter so Sachen. Und inhaltlich Widersprüche gibt es auch. Nehemia und Esra im Alten Testament führen Zwangsscheidungen durch von Juden, die moabitische Frauen geheiratet haben. Das klingt für uns nach iranischer Sittenpolizei. Ehepaare auf der Straße an den Haaren reißen. Steht da. Das Buch Ruth, das ganze Buch Ruth, ist eine berührende Liebesgeschichte eines Hebräers mit einer Moabiterin. So, es gibt also auch inhaltliche Widersprüche. Naja, und da möchte ich einfach die sogenannten Bibeltreuen auffordern, die Bibel ehrlich zu lesen und sich Rechenschaft darüber abzulegen, was nehme ich für mich verbindlich als Weisung Gottes fürs Heute und was befolge ich guten Herzens nicht. Das tun sie nämlich auch. Dass auch, sage ich mal, Fundamentalistinnen und Fundamentalisten sehr wohl unterscheiden können, was für sie zeitbedingte Aussagen sind und was zeitlose. Aber getragen wird das Ganze bei mir von einer großen Wertschätzung für Menschen, die die Bibel ernst nehmen. Bin ich ja selber auch. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass es auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung gibt. Dies hier ist die einzige Werbeunterbrechung.
Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen, deshalb sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank für eure finanzielle Unterstützung, mit der ihr es möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox gibt's weitere Angaben zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viele wertvolle Impulse mit diesem Video und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Jetzt frage ich dich trotzdem, oder ich habe das für später vorgesehen, aber doch hier nochmal an dieser Stelle ein bisschen kritisch zurück. Mir fiel auf, wenn ich das so als Ganzes, ich habe das Buch ganz durchgelesen, als Ganzes sehe, dass du den Fundamentalisten, die es übrigens meiner Ansicht nach in dieser Form, also ich habe noch nie einen sagen gehört, die Bibel ist vom Himmel gefallen. Das mag vor 200 Jahren. Aber dahinter steckt du willst was bestimmt. Man dürfe nicht oder solle nicht über ihren Entstehungsprozess und über die Intention und die Kultur und den Kontext der Autoren. Das meine ich damit. Ja, die Leute mag es geben, die sind meiner Erfahrung nach, zumindest hier in der Schweiz, und ich kenne auch die deutsche Szene so ein bisschen, das ist eine Randgruppe, aber es gibt dann auf der anderen Seite die Kritiker, die Bibelkritiker, die sehr massiv mit dem übernatürlichen Kontext der Bibel umgehen, bis hin zur Leugnung der Auferstehung. Die Letzteren kommen bei dir ein bisschen sanfter weg und die Ersteren, die Überfrommen, gegen die schießt du ziemlich stark. Das fiel mir richtig auf. Echt? Okay, ja. Dein Eindruck ist wahrscheinlich richtig. Weil, bist du aus Massieren? Weil ich habe mich gefragt, wieso macht er das? Ja, ich meine, die Bibelkritik hat ja einen ziemlichen theologischen und geistlichen Kahlschlag in der Kirche angerichtet, in ihrem Wollen, die Bibel verständlicher zu machen, aber dann streicht man die Sachen raus, die Leute irritieren könnten. Und was bleibt übrig? Eine Lehre mit E. Und die anderen Frommen, die gibt es auch. Ich bin Ex-Fundamentalist. Ich habe in Basel studiert und habe mich heute zu einem mittleren evangelikalen Glauben, der sehr wohl noch an einer Art Inspiration festhält, aber nicht weder nach links oder erst recht nicht nach rechts abweicht. Einverstanden. Die Mitte, die kommt ein bisschen zu wenig stark raus bei dir. Oh, das wäre schade. Ich dachte, die Mitte bin ich. Nein, also deine Frage zu beantworten. Deine Frage zu beantworten. Innerhalb derer, die regelmäßig Bibel lesen, Freikirchen, Hauskreise, pietistische, also sprich evangelikale, das Wort ist ja so gut wie verbrannt, aber nennen wir es mal positiv, evangelikale Teil des Protestantismus. Innerhalb dieser Community von hier in Deutschland schätzungsweise 1 Million Leute, eine knappe Million vielleicht, habe ich den Eindruck, richtet ein fundamentalistisches Verständnis der Bibel mehr Schaden an als eine Bibelkritik, die eigentlich mit dem Ende des 20. Jahrhunderts auch irgendwie zu Ende gegangen ist. Will sagen, das war übrigens eine klare Definition vom Verlag. Schützen Sie doch bitte mal die Bibel vor ihren glühenden Verächtern und vor ihren glühenden Verehrern. Denn wenn jemand rumläuft und sagt, die Schöpfungserzählungen, die 2, Klammer auf, in der Reihenfolge dessen, was da geschaffen wird, höchst widersprüchlich, Klammer zu, die muss man wörtlich so nehmen, die Welt ist in 6 Tagen auf 24 Stunden entstanden und zwar durch Gottes Handeln und irgendwie hat sich der Colorado River durch den Grand Canyon geschnitten in 6 Tagen und die Fossilien hat Gott da selber hingelegt und so weiter. Und nur wer das glaubt, glaubt auch an den Auferstandenen. Wenn also eine mechanische Achse gelegt wird von poetischen Texten, die naturwissenschaftlich missverstanden werden, zu einem Vertrauensverhältnis zum Auferstandenen, dann richtet das meines Erachtens mehr Schaden an, als wenn irgendeiner herkommt und sagt, das kannst du streichen und das kannst du streichen. Denn da kann ich immer noch sagen, nö, ich nicht. Ist für mich oder hat mich in dieser und jener Situation getröstet, gestärkt oder erfreut, ist für mich Gottes Wort. Während wenn einer mir den Glauben abhängig macht vom Buchstabenglauben an diese Bibel, dann bleibt mir nur alles zu kippen.
Deswegen halte ich einen ultraevangelikalen Fundamentalismus, jetzt sagen wir mal religionspädagogisch, für gefährlich. Jawohl, ich verstehe ich verstehe dein Argument und wahrscheinlich willst du ja auch aus, ich sage jetzt mal, missionarischem Bemühen, die Bibel lesbar zu machen, Ja. Sie gegen die ultrakonservativen schützen. Ja. Also ich verstehe das. Was mir beim Lesen, und damit höre ich jetzt die bisschen kritische Rückfrage auf, was mir beim Lesen, nee, ich will auch noch positiv werden. Was mir beim Lesen auffiel, ist, dass meine eigene Erfahrung, selbst die von der FETA noch heute im Studium, dass wir so intensiv am Text gearbeitet haben, dass viele Widersprüche sich zu Spannungen verflüchtigt haben. Richtig. Und wenn man dauernd das Wort Widersprüche braucht, dann provoziert man natürlich diese Meinung, die Bibel ist voller Widersprüche. Und mein nächster Gedanke als denkender Mensch wäre, warum soll ich mich mit solchem widerspruchsvollen Buch beschäftigen? Ja, Moment. Und da ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Guck mal. Die Frage, ob man Widersprüche, Spannungen oder Bandbreite sagt. Ja, so. Richtig. Ja. Wenn jemand sagt, warum soll ich mich mit einem widersprüchlichen Buch beschäftigen, würde ich sagen, weil das die Lebendigkeit dieses Buches ausmacht und die Bibel ein sich selbst kommentierendes und sich sogar selbst interpretierendes Buch ist. Wo findest du das denn? In der ganzen Weltliteratur nicht. Das ist doch der Gag. Diese Ablehnung, es dürfe keine, oder diese Hoffnung, es dürfe keine Widersprüche geben, kommen doch aus unserem aufgeklärten, modernen Denken des 20. Jahrhunderts und ist obendrein auch noch naturwissenschaftlich. Was heißt denn Widersprüche? Ja, also, und im Gegenteil, da würde ich sagen, wir machen gerade die Widersprüche und gerade die Hinweise oder alles Mögliche, was wir nicht genau gesagt kriegen und wissen, das macht mir die Bibel gerade spannend. So, so meine ich das. Ja, verstehe ich. Lassen wir das mal so stehen. Ja, ich habe da mein Stirnrunzeln verbalisiert. Aber jetzt möchte ich noch mal ein bisschen positiv. Du willst die Faszination der Bibel, und das gelingt dir auch hervorragend. Also man liest das Buch ja, das ist ja wunderbare Sprache. Du willst die Faszination deutlich machen. Sag mal ein paar Sätze für Skeptiker, warum die Bibel anpacken wollten. Sag mal 3 Sätze. Weißt du, fass das mal so kurz zusammen. Erstens, zu einem gelingenden Leben. Wenn ich also möglichst psychisch gesund und halbwegs mit mir, den anderen und der Welt als solchen zufrieden durchkommen will, 50, 70, 80 Jahre, ist mehr nötig, als Menschen machen oder einander geben können. Deshalb die Frage nach den übernatürlichen Quellen zur Lebensbewältigung. Wenn du die suchst, kannst du dir Jahrzehnte Psychoanalyse oder Beschäftigung mit Hinduismus und Buddhismus und anderen zu schätzenden Weisheitslehren sparen, wenn du dir die Zeit nimmst, vielleicht in 2 Jahren dieses Buch voller Hinweise und Erlebnisse damit zu Gemüte führst. Zweitens, die philosophisch-spekulative Frage, gibt es Gott oder nicht? Und wenn es ihn gibt, wie ist er denn so? Kannst du dir von Aristoteles über Anselm von Canterbury bis Friedrich Nietzsche und anderen Philosophen, Existenzphilosophen des 20. Jahrhunderts auch ganz viel Lektüre sparen, wenn du einfach mal vorschussvertrauend unterstellst, es könnte ja sein, dass sich Gott tatsächlich in diesem Buch geoffenbart hat, sein Wesen und sein Wollen zeigt, dass ich also eine Art Visitenkarte Gottes in der Hand habe. Okay. Und der dritte Satz wäre, du kommst einfach besser durch das gesamte Kulturleben in Deutschland und musst nicht immer dumm fragen. Matthäus Passion heißt doch Leiden. Ne? Woran hat der Matthäus denn gelitten? Nein, es handelt sich um die Leidensgeschichte Jesu, wie sie Matthäus erzählt, und Johann Sebastian Bach hat sie kongenial komponiert. Und wenn ihr da Karfreitag drin sitzt im Konzerthaus für 70 Franken Eintritt, dann weißt du wenigstens, worum es geht. Ja, sehr schön.
Sag mal einen Satz, ich will nicht 3, für die ganz Frommen. Du willst ja auch wir haben die Bandbreite von rechts nach Ja, links, für die ganz Frommen, äh, äh, warum sie, warum sie mit ihren Zweifeln, äh, warum sie doch zweifeln dürfen. Entspann mal dieses fromme, angespannte, ich ja, muss ja alles glauben, ja, sonst verliere ich vielleicht mein Seelenheil. ja. Entspann das mal einen Augenblick. Hast du das vorhin schon kurz gemacht? Weil wer die Bibel von A bis Z liest oder unvoreingenommen, weder negativ noch positiv voreingenommen liest, wird feststellen, die Bibel ist das Buch der Weltliteratur, in dem Gott beschimpft wird wie nirgends sonst. Lest Jeremia, lest Hiob, lest die Klage- und Rachepsalmen des David. Lest, es ist ein Buch, das so ehrlich Menschen porträtiert, die an Gott verzweifeln, am Zustand der Welt, denen übel mitgespielt wurde, die ungerecht ins Elend gesackt sind. So. Für die alle unser schönes Bild, wenn du artig betest und glaubst, dann wird dein Leben gelingen. Diese Formel ist auch für sie schon nicht aufgegangen. So. Und die finde ich in der Bibel, die beeindrucken mich zutiefst. Und deswegen würde ich sagen, natürlich darfst du, wer sollte dir das zweifeln, denn verbieten? Gott hat dir den Verstand gegeben und er rechnet fest damit, dass du auch die Bibel kritisch und nachdenkend und fragend und zweifelnd liest. Zweifel war immer schon der Ursprung von Wissenschaft. Dass man sich fragt, ist das so? Lässt sich das verifizieren oder falsifizieren? Zack. So. Also die Bibel rechnet nicht mit dummen Leserinnen und Lesern oder mit Leuten, die ihre Denkverbote Gläubigkeit nennen. Nein, Gott muss unser Nachdenken nicht fürchten. Ja. Und mit Leuten, die das natürlich mit anderen zusammenlesen. Das betonst So, du am Schluss. das ist, Am Schluss sehr schön, ja, dass darum die geht's. Bibel in der Gemeinschaft gelesen Ja. werden muss, gewesen werden will Ja. und dass ein Stück Wahrheitsfindung auch durch die Gemeinschaft geschieht. So ist es. Das können wir übrigens von den Jüdinnen und Juden lernen, für die Ethik und Gehorsam der Tora gegenüber nie Kadavergehorsam war, sondern immer eine dialogische Ethik. Sie entsteht im Gespräch mit Gott, im Gebet und untereinander. Ich bin in 30 Jahren Radio- und Fernsehen machen im Bereich Religion mit etlichen super klugen und witzigen Rabbinern zusammengekommen. So, und die sagen, frag 2 Rabbiner, kriegst du 3 Meinungen. Und wenn du sie fragst, was man darf, kriegst du 4 Antworten. Und dann habe ich gesagt, an euch Jungs kann man auch verzweifeln. Nee, sagen die, das ist, was die Tora will ausgelegt werden. Das haben die Pharisäer gemacht, das hat Jesus gemacht, das haben alle Rabbiner gemacht. Und ich finde, das haben, wenn man das mal überlegt, in der frühen Kirchengeschichte, mich faszinieren immer die ersten 300 Jahre Kirchengeschichte. Also die missionarisch fruchtbarste Zeit des frühen Christentums. Da finden Streitgespräche statt. Aber in Gemeinschaft die Bibel lesen und betend die Bibel lesen. Ja. Psalm, was ist es wohl, 32, Vers 8, glaube ich, da sagt Gott, sei doch nicht unverständlich wie ein Maultier, dem man Zaum und Zügel anlegen muss. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Hallo? Das ist doch geil. Das setzt aber Blickkontakt voraus. Wohin? Wenn ihr Gäste habt und deine Frau macht so, dann weißt du genau, was gemeint ist. Schütt doch mal das Glas nach oder servier jetzt das Dessert. Also Gott will uns mit seinen Augen leiten, was wir tun sollen. Das ist das Gegenteil von buchstabenhöriger Gesetzestreue. Ja. Damit komme ich eigentlich zu einer persönlichen letzten Frage. Wie gehst du mit diesem, du hast das Wort Gotteswort selbst einige Male gebraucht. Das wollen wir jetzt nicht weiter auf die Inspiration hin abklopfen, diesen Begriff. Aber wie gehst du persönlich mit dieser Bibel um? Was machst du damit? Wie liest du sie? Gib mal so einen Tipp. Nee, du musst einen Tipp geben. Wie machst du das persönlich? Also,
jetzt kommt, du ringst mir ein Bekenntnis ab. Das lautet, zu 70% der Zeit lese ich die Bibel natürlich nutzenorientiert, professionell. Professionell, ja. Was musst du nächsten Sonntag wo predigen? Um welche Themen wurdest du gebeten? Welches Feature dreht sich um welches Thema? Also da lese ich die Bibel, wie ich auch andere Quellen recherchiere. Das ist zunächst mal einfach journalistisch, hätte ich fast gesagt, oder rein theologisches Absuchen. Ja. So, davon unterschieden gibt es aber ein sehr persönliches Bibellesen, muss ich schon sagen. Nämlich, wenn wir in Momenten entweder großer Freude und Dankbarkeit, unser 40. Hochzeitstag, die Geburt der Enkel, die Genesung eines schwerkranken Freundes, einfach nach Worten suchten, mit denen wir unseren Dank ausdrücken und die mehr sagen, als wir im Moment einfach immer nur sagen können. Oder in Momenten großer Trauer und großem Schmerz, wobei ich ein recht behütetes Leben habe. Ich habe noch keine Katastrophen erlebt und bin auch lebenslang gesund gewesen. Aber es gibt natürlich Momente, erst recht jetzt, wo unsere betagten Eltern sterben oder gestorben sind, wo ich mich in Worten der Bibel wiederfinde und die bete. Und ganz praktisch, ich bin Frühaufsteher, senile Bettflucht, ne? Soll ja ab 60 vorkommen, dass man gar nicht mehr ausschlafen kann, obwohl man darf. Soll es geben. Ja, und da höre ich gerne Renaissance-Chöre und Madrigale aus dem Mittelalter in Latein, ohne Text. Ich habe ja beruflich so viel mit Text zu tun. Mein ganzer Alltag besteht aus Texten, auch für Zeitungen. Ich schreibe Kolumnen etc. So. Und Gottes Begegnungen, Gottes Nähe, die Anwesenheit des Auferstandenen erlebe ich emotional am ehesten, wenn ich so mittelalterliche Chormusik höre, a cappella, Tenebrae aus England und Superchöre, und dabei einen einzelnen Bibelvers meditiere. Wow, ganz toller Tipp. Ja, und wenn dann noch schönes Winterwetter ist und die Sonne aufgeht, dann bin ich wahrhaft glücklich. Cool, das war ein ganz schöner emotionaler Abschluss. Danke, Andreas, Gerne. für Offenheit, für die paar Minuten Herzteilen und Gedanken austauschen. Das Buch, und das soll man glauben, ist für Skeptiker und Leute, es gibt auch unter den Frommen viele, die so langsam müde werden und die schon meinen, schon alles zu wissen. Es ist eine ganz markante Zusammenfassung der kritischen Probleme. Ich kann das Buch sehr empfehlen. Danke, liebe Livenet-Zuschauer und Zuhörer, fürs Dabeisein bei unserem deutschen Gedankenaustausch. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.